Ersatzteil. O-Ringe und zweimal Postschrauben. Der Unterschied ist zwischen die 2,5 Milliliter mit dem normalen Glas und mit dem haben wir dann 3,5 Milliliter. Elite, wie gesagt, das ist ein eigenständiger. Die Pluspolschraube, die tue ich diesmal nicht raus, nicht höhenverstellbar. Wenn es die locker macht, dann lockert es euch drinnen die Pluspol-Klemmeinheit. Das schauen wir uns dann noch an. Wir haben ein großes Trip-Tip, 810er. Der O-Ring ist innen drinnen, somit haben wir mal von einem anderen 810er, wo sogar der O-Ring außen ist, ob das dann auch rauf geht. Es geht auch, halt da gut. Die Airflow beidseitig unten hat da ein bisschen so Riffelung, geht wirklich streng. Ist 100% dicht bei mir, also geht keine Luft durch. Die Befülleinheit oben ist auch recht gut zum Greifen. Am Anfang natürlich kann es sein, dass das streng aufgeht. Ich habe nicht schon gewaschen. Dann sehen wir natürlich da innen den kleinen O-Ring wieder, wo das 15er Trip-Tip ist. Der O-Ring da oben am Gewinde aufpassen, wie immer. Da liegt auch noch mehr ein zentraler O-Ring drin. Links und rechts die großen Befüllöffnungen. Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Die hat keinen Anschlag, die Airflow. Jo. Ist nicht so goldig gemacht. Also wenn ich das Glas nehme, ich muss ihn wirklich am Glas nehmen und unten da oben auch erwischen am oberen Ring, also da wo die Airflow ist, also der Spalt, sondern den Ring wischen und oben am Glas und am Metall halten. Und das geht nicht einfach. So, jetzt haben wir es rausgekriegt. Da sieht man jetzt auch die Plus-Einheit. Die da. Und die ist da unten, wenn man schraubt, seht ihr es, die ist da verschraubt mit der zentralen 15er. Also lasst die bitte drinnen. Schauen wir noch einen Abstand an, der ist weit genug heraus, wenn er richtig gut festgezogen ist. Ja. Also nichts von Höhe. Trotzdem ist das Deck hat irgendwie eine schöne Rundung, ja, was mir gut gefällt. Was die meisten wieder nicht gefällt werden, wir haben da unsere Postless-Schrauben drinnen. Die Rundung mitnehmen bei der Coil, dass wir so nahe wie möglich an die Airflow sind. Schauen wir mal ungefähr, was wir da für einen Durchmesser hätten. Außendurchmesser wohlgemerkt. Da haben wir 7 mm. Also die ganze 7 mm Außendurchmesser. Kommt man dann schon vorstellen, wenn man da ziemlich knapp so richtig fette Coil reinmacht, desto dicker das die da außen ist, desto eher geht natürlich die angesaugte Luft, nimmt natürlich mehr mit. Also war so 4 mm Innendurchmesser, ja, dann haben wir außen auch, dass wir ziemlich schön drinnen sind. Also können wir richtig fetten Brummer rein. Haben wir fast eine Kreisrunde. Und zwar ist da alles in Luft. Und zwar haben wir seitlich 1, 2, also 1, 2, 3. Und dann haben wir noch die mittleren unten. 4, 5, 6, 7. Ja, also wir haben seitlich, ich versuche, dass ich es euch einbringe,
Seht ihr, seitlich haben wir jetzt 3, dann haben wir den in der Mitte. Und der in der Mitte, ich zeige es euch, der ist auch integriert. Also da geht auch seht ihr es? Also die Luft kann komplett, jetzt halte ich das einmal so, wir haben Luft von hier, den ganzen Kreis, mit der unteren bis daher. Ich nehme einen Edelstahldraht, einen 26 Gauge und als Wickelhilfe, weil ich momentan nichts Dickes nicht habe, nehme ich mein Endteil vom Zahnarztwerkzeug. Sieht man es? Muss man das ein bisschen vierer ziehen da. Und da reindrücken dann in meinem Ding. Und draufdrucken und einmal ein bisschen fixieren. Jetzt schauen wir mal, ob wir das. Schauen wir mal, ob wir da. Ich glaube, jetzt kann man sehen, dass wir da noch ein paar Zehntel haben, noch alle Seiten. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr das macht. Ja. Macht lieber einen kleinen Eckheul. Also rausgekommen haben wir bei 0,8 oben. Und schön aufgelegt oder so, dann fungelt man ihm noch eine Ware rein. Man könnte jetzt auch hergehen und sagen, naja, dann legen wir halt die Watte nur da auf. Ne? Ich traue der Geschichte nicht, weil da ist eine Einbuchtung erinnert. Ich möchte nicht, dass das Liquid direkt frei aufschießt. Aber das ist bei dem ein bisschen anders zum Modellieren wahrscheinlich. Also oben die Watte schon, dass der Stick da richtig zu ist. Wo ich gesagt habe, die Keule soll gerade so breit sein wie das. Dann können wir die Fläche dort, den Absatz, können wir die Watte aufverlegen und unten lassen wir ein paar Ansauger hängen. So, jetzt gehen wir jetzt nochmal ganz kurz. Es wird nicht mehr geben für das. Für mich ist das Gerät durchgefallen. Ja, und ich erkläre euch auch warum. Muss aber jetzt nicht prinzipiell für alle von euch gleich sein. Ich habe Probleme dahingehend gehabt, dass natürlich alles, wie ich schon gesagt habe, die Airflow-Kontrolle, mit dem kann man noch leben, geht streng auf den Akkuträger fast nicht einstellbar. Was ganz schwierig ist, dass man den Ring da oben zum Öffnen des Decks greifen soll. Den kannst du nämlich so gut wie gar nicht greifen. Das heißt, du brauchst dann da schon wieder so ein Spezialwerkzeug. Ja? Vor allem da bei der Airflow, wo natürlich auch immer ein bisschen Feuchtigkeit herrscht. Ihr wisst, was ich meine. Der O-Ring, wenn du den Tank da drauf tust, und das ist beim oberen und beim unteren O-Ring, dann springt er über wieder runter. Das heißt, das ist kein schlüpfender O-Ring. Also das ist aufgesteckt, dann muss man das aber festhalten. Und oben dann wieder. So, was jetzt passiert, ihr müsst das so festschrauben, dass das auf Anschlag ist. Das spürt man. Aber es geht halt sehr schwer, weil er da unten sehr schwer zum Greifen ist. Ja, ihr müsst ja unten diesen Ring erwischen und nicht den, weil das ist ja der Airflow-Ring. Also ihr müsst den kleinen Ring ober der gezahnten Airflow, das da müsst ihr greifen. Ist fast nicht greifbar, weil da der Bauch vom Glas, das ist schon mal mistig, muss man mal so sagen, wie es ist. Wenn es das macht, dann muss beim Zusammenbau das so fest oben sein, dass das auf Anschlag ist. Das heißt, klack, es geht nicht mehr weiter, das ist Anschlag. Ansonsten ist die Mühle nicht dicht. Und dann kommt bei mir natürlich nur dazu die komische Watteverlegung, wie ihr es gesehen habt, mit dem Absatz. Ist jetzt auch nicht gerade der Hit. Ist ein bisschen miserabel gemacht. Und ich habe 50-50 Liquid, weil nicht jeder hat eine PG-Unverträglichkeit und nicht jeder hat das 80-20 oder 70-30 VG-Mischung.
Ja, warum soll ich das machen? Verzichte ja nur auf den Geschmack. PG brauche ich für den Geschmack und nicht VG. Und eine Maschine muss ich auch nicht haben. Und ich teste ja das auch für Normalanwender, also die, wo Standard 50-50 oder 55-35 oder was nehmen. Ich habe schon geschafft, dass er 2-3 Tanks nicht sifft. Hat man Erschütterungen, indem man im Auto mitnimmt, fängt das Laufen dann an, verlieren Unterdruck und. Es kann jetzt am Liquid liegen. Es kann sein, dass das bei 70-30 verschwunden ist. Oder bei 80-30. Kann ich nicht sagen, habe ich nicht, mache ich auch nicht. Ja. Für 50 oder 55, also Standardmischung, PG, VG, das Teil ungeeignet. Ja. Siffer vor dem Herrn, egal was für Watte das nimmst, egal wie du die Watte verlegst.